Ey Jungs, tamam, langsam haben wir es gecheckt. Ihr seid die krassesten, ihr verkauft Shows aus, ihr werdet überall erkannt, alle wollen Bilder mit euch. Aber beruhigt euch bitte, ist gut. Was geht ab, Chilo 385? Ewa und Abdi Süd. Wir sind bei Kurz und Bündig. Die zwei Kurden mit dem beschissensten Podcast. ja, der Melodie. Ey, ich schwöre ihr zwei. Irgendwann, ich verwünsche euch und nachher sehen wir. Okay? Ja, keine Ahnung, ich bin einfach Bullen geschlagen. Brüder, ich habe Termin, Brüder. Ciao. Ach, jetzt verstehe ich es. Jetzt kurz und bündig. Ja, Bruder. Jetzt gecheckt. Kurz und bündig mehr motherfucking Postcard. Das ist kurz und windig, Herzlich willkommen, meine lieben Leute. Aus der schönen Ostschweiz. Aus dem Frauenfeld. Wer läuft? Meine lieben Leute. Viele Leute. Wenn du bist so demotiviert. Stress mich, dass du... Ja, ich mach das immer. Das ist so ein Tick von mir. Aber hey, schön, dass du wieder eingeschaltet zu einer neuen Folge. Kurz und bündig. Von den einzigen Kurden, die in der Schweiz einen Podcast haben. Krass, das ist ein fetter Downgrade zu der schönsten Kurden aus der Schweiz, zu Ich bin nie Fan von schönsten Kurden von der die Schweiz. einzigen Kurden, die einen Podcast haben. Ich bin nie Fan von schönsten Kurden. Ich weiß nicht, ich glaube, Luca Henny hat auch einen Podcast. Ist ja Kurd. Ja, ich glaube, also Luca Henny Also sicher was- etwas Kurdisches. Was einen macht in Kurdisch? Bro, ich glaube, ich habe Der ihn... Haarausfall. Nein, ich habe ihn, glaube mal Ja, der, der gesehen. wo in Schleund. Ich habe ihn eben mal gesehen in Dernig. So. Ahmed Aslan Konzert. Ah, ist Hab Rötter ich ihn gewesen. gesehen, ja. Ja, undercover. Luca Henny. Okay, warte, das ist ein gutes Ding. Was sind die wildesten Theorien über Nationalitäten von Leuten, die du gehört hast? Ich sag mal direkt eine. Also ganz klar ist natürlich, dass Leute sagen, John Cena ist Albaner. Ja. Oder der Batista, der Schauspieler, der jetzt, also schon nicht mehr Batista, sondern wie heißt der jetzt? Ich weiß nicht, wie Batista. Er heißt ja, glaube Batista zum Nachnamen, oder? Ja. Boah, ich habe gedacht, der ist Kurd. Der ist auch Kurd. Also, ich habe gemeint, er ist kein Kurd. Ich weiß, er ist Kurd. Er heißt Basturma eigentlich. Ja, Basturma, ja. Ja. Ahmed Basturma. Basturma. Nein, John Cena ist Albaner. Paul Walker ist Albaner. Walker ist Albaner, aber das weiß man einfach. Ja, das weiß man auch. Er ist auch, vor allem sind es Albaner. Ich weiß nicht. Gell? Was haben wir noch? De Niro, Albaner. Robert De Niro. Aber ich glaube wirklich Albaner, jetzt auf seriös. Ich glaube, er hat albanische Wurzeln. Jetzt ist ernst. Der Roberto De Neri. De De Neri. De Der Robert De Neri. De Niro. Stimmt, der Robert De Neri ist, ich glaube ich weiß nicht, ich glaube er ist von Tropoja. Nicht? Bro, er ist, glaube ich, Arbrecht. Ah, wirklich jetzt? Jetzt gibt es eine Lektion. Krass. Alle Schippis korrigieren mich, falls ich etwas Falsches sage, aber kurz vor dem Ersten Weltkrieg sind Albaner von Albanien ganz unten sind in den Süden von Italien geflüchtet. Es gibt ja das dort Albanese. Ja, es gibt Villaggio de Da Albanese. gibt es alles. Ja. Und nachher ist der Erste Weltkrieg ausgebrochen. Aha. Und dann sind viele auf Südamerika ausgewandert. Es gibt Albaner in Südamerika, wo nicht. Und eben unter anderem auch Nordamerika und so. Und man sagt, seine Vorfahren sind Arbrecht gewesen, also Schippis, die vor dem Ersten Weltkrieg. Glaube ich jetzt, ich rappe jetzt etwas. Lara Berami gut. Nein, die Nein, Spaß. ist Albanerin geworden. Aber weißt du noch, wo wir in Griechenland waren und nachher sind wir an der Strand, also am Strand gewesen, und nachher hat so ein kleiner übergewichtiger Junge so Stühle vermietet. Ja. Wir haben ihn angeschaut und wir beide so, oh, Stieb, Kujevre! Ah, weil es ein Albaner am Arbeiten gewesen. Ja, Das und ist er voll hat einfach Albaner. ausgesehen wie ein Albaner. Und dann hat er so angeschaut, wurde perplex. Er so, sind ihr Albaner? So, Goeie Albaner. Goeie Albaner. Und dann haben wir gesagt, nein, aber wir haben Jesse, bofft mehr. Und Also, sehr viel. Also, ich habe ja schon gewusst, dass Albaner überall sind, auch in Griechenland und so. Albaner international. Aber ich habe nicht gewusst, so auf abgelegenen Inseln. Aber in der Schweiz gibt es ja verhältnismäßig wenig Albanerinnen. Im Vergleich zu Kosovarinnen. Das ist das Gleiche. Wow. Albaner sind. Wow. Das ist alles eins Albanien, Bro. Wow, okay, Türk. Nein, aber du kannst nicht sagen, Kurden von Syrien und Kurden von Irak. Das sind Kurden, Bro. Krass.
Ja, nicht. Also wo Kosovo ihre Unabhängigkeit bekommen hat, ist für dich ein schwarzer Tag gewesen. Nein. Krass, das Ist hätte ein- ich, ist ein- das hätte ich persönlich jetzt nicht gesagt. Ist aber ein schöner voll Tag. okay. Ich Also habe gedacht, vielleicht kann Kurdistan ansuchen, aber er hat nicht können Die ansuchen. Ethnie sind Illyrier. Erste Menschen. Erste Mensch auf der Welt. Und nein, also ich würde schon sagen, dass Kosovo-Albanerinnen und AlbanerInnen zwei verschiedene Ethnien sind. Also mir ist so beigebracht worden, vor allem meine Schiebe-Kollegen sind alles Albaner. Ja, das tönt nach den Schiebe-Kollegen, die so Türken sind, weißt du, ich meine. Also für mich sind alle Türken eigentlich, alle Kurden Türken. Bro, aber also, was hast du jetzt hinaus? Krass, nein, ich will auf nichts hinaus, Bro. Also willst du jetzt sagen, dass... Ich will einfach sagen, ich persönlich, Okay, ich, okay, Jolas warte. Gündoğdu, warte schnell. Ich, Jolas Gündoğdu, ich distanziere mich von dieser Aussage vom Serhat. Okay, kein Problem. Ja. Also du willst sagen, also du willst einen Keil unter Albaner treiben. Du willst sagen, unter Albaner gibt es auch Unterschied. Also ich glaube, Also- du redest dich in Scheiße, Bro. Nein, du redest nicht Scheiße, Bro. Okay, ja, ist gut. Also, in dem Fall, wenn jemand dir sagt, hey, du bist ein türkischer Kurd. Sag ich, nein, ich bin Kurd. Aber das sage ich ja. Es gibt ja nur Albaner. Es gibt nicht türkische Kurden, es gibt nicht türkische, es gibt nicht iranische Kurden. Ja, ist gut. Also Bro, wenn das deine Aussage ist, dann ist das voll Es ist okay. auch so, Bro. Also, ist Es ist Albanien, Wie ist so Groß-Albanien. eigentlich du und Atatürk so? Ah, so jetzt? Ah, so jetzt? Nein, Krass. ist gut. Also komm, tun wir doch, ja genau, schreibt uns doch, wenn wir falsch liegen. Nein, mich im Wunder, schreibt uns, vielleicht machen wir es einmal ich weiß nicht, einfach vorher, jetzt wird es reingeschnitten, schreibt die wildesten Theorien, die ihr über Leute gehört habt, was für Nationalität sie haben. Mhm. Also ich habe vorher gedroppt, Batista Kurd, er hat gesagt Luca Henny Kurd. John Cena aus dem albanischen Großraum, wie Ja. du sagen würdest. Ich sage, Trump ist Albaner. Trump ist Albaner. Sein Kopf ist volleckig. Wow. Zweiter rassistischer Ausdruck, Bro. Bro, hätte er Haarausfall, wäre er Kurd. Ja, fair. Ah, gut, er hat ein Stupe, er könnte schon Kurd sein, aber er ist zu hell für Er einen ist Kurd. auch alt, Bro. Trump ist auch alt. Der glaubt, Haarso einfach wieder alt ist. Bro, es gibt alte Männer, die haben mehr als ich. Ja, das stimmt. Aber hey, wir sind bald im Volkshaus. Genau, Tickets werden langsam knapp. Holt euch eure Tickets. Sogar da. Wir sind am 10. Januar im Volkshaus. Es wird vermutlich die einzige Show im 25. Wahrscheinlich, ja. Wahrscheinlich. Wir versuchen uns nur noch auf einzelne, ein bisschen größere Shows fokussieren. Und deswegen wird das sehr wahrscheinlich die einzige Show im 25 sein, außer irgendein Banger-Dings kommt und bietet uns übertrieben hohe Gage. Genau, Mann. Holt euch Tickets, wir freuen uns. Eben, Tickets sind langsam, aber sicher kommen sie dem Ende zu. Und es wird geil, Mann. Holt euch das geile Weihnachtsgeschenk für eure Crush, für eure Mutter. Für euren Vater, für euren Hund, Mhm. für eure Katze, Ja. für euren Nachbar, Okay. Nachbarsliebe. Und für alle Türken. Und für den Lieblingsausländer, John Cena, Luca Henny. Luca Henny, Alter. Ja. Hey, das Internet ist letztes Jahr wieder durchgedreht. Was passiert? Seid ihr CEO-Killer etwas? Ja, fies. Gut? Ist das Gespräch jetzt, oder? Ja, ich habe gedacht, du willst es erklären. Ich kann es schon erklären. Also, ich kann erklären, was ich weiß. Ja, erzähl mal, was weißt du. Ich weiß, dass ein Junge, der CEO von, wie soll man dem sagen, ist das wie so von der CSS quasi. American Healthcare ist eine Firma, genau. Also, eine Also ist nicht, Krankenversicherung. ist nicht staatlich, oder? Oder ist es staatlich? Das weiß ich glaube Okay. nicht, nein. Auf jeden Fall, wieso, wenn ein junger Reich hat, wieso der CEO von einer Krankenkassenfirma erschossen. Mhm. Und das Internet dreht durch, weil der Pisch sieht nicht mal schlecht aus. Der Pisch sieht nicht mal schlecht aus. Geil. Voll, also. Es ist immer so, Alter, jeder, der kriminell ist und gut aussieht, Gott, letztes Jahr habe ich wieder Werbeplakat gesehen von, weißt du noch von dem Typ? Der Model. Mit Der Model, der in Knallspur ist, der Lightskin. Ja, ja. Nachher ist er in die Schweiz gekommen. Er ist einfach für Clubshows Boss. Was hat er echt gemacht dort, Crazy, Bro? Crazy. Er so, schau mich an. Er ist dort gewesen, er so, Ich bin um. eine Stunde, Leute so, 80 Franken Ticket. Einfach so, Steve Merson. er einfach dort so. Nicht mehr verschenkt, er ist einfach dort gewesen. Nein, einfach Steve Merson. Der hat auch mal, weißt du noch, der hat doch auch mal so eine Night, der hat doch auch mal so eine Party gemacht, wo er einfach. Ah, er hat eine Party war. gemacht, ja. U16 oder so. Das ist so lustig. Krass. Das kann ich echt von mir sagen. Ich kann Ja. nicht als über
20-Jährigen eine U16-Party gemacht. Ja, immerhin das. Ja, über 30 ist schon angefangen problematisch werden. Also CEO-Killer. Ich glaube, er heißt Luigi Mangiare oder so. Nein, das ist jetzt wieder ein bisschen rassistisch. Aber Nein, schon gut. Bei dir ist kein Problem. Was ist das? Macaroni? Luigi Macaroni. Hast du gesagt, ne? Fettuccini habe ich gesagt. Nein, ich glaube, er heißt wirklich irgendwie so Luigi. Lasagne. Lasagne. Das ist dann wie ein Lazy Town Charakter. Luigi Lasagne. Das ist wie so ein Bösewicht, aber von den Dalton-Brüdern. Ja. Ey, nein. Also, das Ding ist das. Luigi Macaroni ist ein Mörder. Mhm. So, er hat den CEO von einem Healthcare-Unternehmen ermordet. Mhm. So. Und das Ganze ist krass, aus mehreren Gründen. Erstens, klar, das Internet dreht durch, aus dem Grund, weil er einfach mega ein attraktiver junger Mann ist. So. Und das Internet hat die Person angefangen zu glorifizieren, indem sie halt so gesagt hat, der Typ ist so schön, indem sie Tweets, ich wünschte, er würde auf mein Gesicht sitzen und so, keine Ahnung. So Sachen haben sie geschrieben. Aha, haben sie nicht geschrieben. du, okay. Nein. Ja, das also er ist schon ein schöner Mann, ja. muss man gleich sagen, er ist schon ein schöner Mann. Würde ich sagen, wenn eine Frau wärst, er so könnte wie sie auch Männer mal- stehen. Er könnte auch mal Mini-Macaroni. Viele mit Fusilli. Viele mit Oh mein Gott, ist das Level, Bro? Stehst du auf Buffalo Mozzarella oder auf normal? Wenn es richtig saftig ist, dann Hör auf, Chile. Also Bro, ich bin ja nicht schwul. So. Nein. Also, Also du kannst auch sein, voll okay. ich bin aber nicht. Okay, aber du könntest sie, es ist ein Safe Okay. Space. Cool. Also Ja, wenn ich bin jetzt wie Rambosch auf den Tisch tue, würde ich nicht auslösen aus dir. Also in dir. nicht. Mal, ich kann gerne Aubergine. Aber gerne auf Also die Art, wo ich esse jetzt einfach denke, oder gerne auf... Nein, ich bin ja nicht eben schwul. Essen auf... Ich bin ja nicht schwul, Punkt. Okay, aber wenn du Essen meinst, Mhm. Aubergine essen. Bro, ich habe einfach gern das Nahrungsmittel, Mhm. oder? Mhm. Aubergine. Okay. Okay, aber wie du es essen? Wieso musst du das jetzt weiterführen? Ich versuche zu verstehen. Ja, wie ich es esse? Ja. Bro, ich tue es im Backofen, Mhm. dass es wie so Grösser wird? Nein, dass es einfach wie so Okay. schön ist. Ja. Und nachher hocke ich an, ich tue eine Serviette um meinen Hals, also weißt du, so Ding. Mhm. Dann nehme ich Gabel und Messer Mhm. und rühre Gabel und Messer weg, Ja. Wie du Mann bist. weil ich ein Mann bin. Und dann tue ich die ganze Aubergine nehmen und Okay. einmal bis hinter rein drücken. Mhm. Dann sage ich Danke. Fix. So ist es. Kann ich auch so. Eben, er ist ein schöner Mann und ich meine, für das, falls es irgendjemand interessiert, wenn ich wahrscheinlich mich würde hingezogen fühlen zu Männern oder wenn ich eine Frau wäre und dann heterosexuell, dann wäre das wahrscheinlich der Typ Mann, wo ich würde heiß finden, ja. Also auch mit Vorhut. Das weiß ich jetzt nicht, Bro. Ich frage dich. Ich weiß es nicht. Ich habe keine Präferenz. Ich hätte keine Präferenz. Nein. So, auf jeden Fall, er hat das Internet ist durchgedreht. Mhm. Oder? Okay, und Was? Was? das Internet ist durchgedreht. Aus welchem Grund? Natürlich einerseits, weil er gut aussieht, Mhm. aber ich glaube, der Hauptgrund, und das finde ich sehr speziell, oder das finde ich sehr interessant, und zwar ist es eine Form von Rebellion. Oder? Mhm. Weil er verdient. Also er ist auch aus guten Verhältnissen. Genau, aber das ist ja alles nachher rausgekommen. Ja, Ich sage jetzt mal, der Status quo ist, Ja. wieso sich das Internet oder die Menschen. Meinst du, es wäre genau, also, ja gut, ich habe es bereit, wenn der Typ hässlich wäre, wäre es genau so, aber scheiße. Also, der Typ hat ja anscheinend der Brian Thompson, der wo gestorben ist, Mhm. hat einen Net Worth gehabt von 43 Millionen. Mhm. 43 Millionen US-Dollar. Er hat im Jahr 10 Millionen verdient. 10 Millionen im Jahr, Bruder. Mhm. Und er ist verantwortlich als CEO von Healthcare, ist er verantwortlich für sehr viel Tod von Menschen. Ihr habt gefährlich, Mann. Die CEOs von Krankenkassen, ihr habt gefährlich. Aber wieso ist er verantwortlich für den Tod von Menschen? Wieso? Weil er und seine Firmenpolitik und wie er, Art und Weise, wie er die Firma leitet, haben dafür gesorgt, dass sehr viele Menschen nicht kein Healthcare bekommen haben. Es sind ja so Policy Sheets, die so irgendwie ablehnen oder nicht zusagen bis Punkt X irgendwie. Genau, oder? Und sehr viele Menschen, die zum Beispiel an Krebs gelitten haben oder was weiß ich, haben aufgrund davon, wie sie kein Geld haben, haben sie kein
medizinische Betreuung bekommen. Bro, dass Amerika, das Land überhaupt so existiert und so die Sachen gibt, wild. Und so viele Menschen sind einfach gestorben. Und das war ein sehr langer und leidvoller Prozess gewesen. Und man sagt ja, damals, oder vor ein paar Wochen, hat man ja gesagt, gut, er hat das gemacht, der Luigi Mangiari hat das gemacht, weil wahrscheinlich irgendjemand in seiner Familie hat einen sehr langen und schlimmen Tod erlitten. Und er hat so gesagt, wie kannst du 10 Millionen im Jahr verdienen, während andere Menschen ihre Krankenhausrechnungen nicht zahlen können. Wie dort gehst du in Dialyse oder machst einen, also zum Beispiel in der Schweiz, das passiert, Bro. Du brichst das Bein oder du, keine Ahnung, Bro, du hast zum Beispiel einen Tumor, einen Hirntumor. Was passiert? Du machst, wie heißt der Ultraschall von Menschen? In der Röhre. Emery. Weißt du, oder? Das Ja, Six. Ja, fix. Six? Six. Hey, Drake? Ja, Drake. Six. Und das kostet ja schnell mal 50.000 Stunden. Ja, Bro, in Amerika kostet, ich glaube, es gibt so viele TikToks, wo Frauen sogar sagen, ich habe heute gebärt, ich bin heute heimgekommen. Ja. Oder ich habe gestern gebärt, bin gestern auch heim und noch Rechnung bekommen. Also ich habe so und so viel. Bro, die Frau hat ein Kind so schnell es geht rausgepresst und hat eine Rechnung bekommen, 24.000 Stutz. Ja. Und das ist ja mitunter das Problem von diesen Healthcare-Seiten. Ja, die ganze Zeit, sie sehen ja nur Zahl. Und man sagt, also weißt, die Amerikaner haben sich so gespalten. Ein Teil der Amerikaner hat so gesagt, das ist Mord, das kannst du nicht romantisieren. Yeah. Und der andere sagt, ja, was der andere gemacht hat, ist auch Mord. Einfach ein sehr gewaltsamer und langer und ekelhafter Mord, in dem er einfach all die Menschen jahrelang leiden lassen hat und nicht. Und genau, das Internet geht crazy. Und jetzt ist schon rausgekommen. Meinst du, haben die sich schon getraut, ein neues CEO announcen? Bro, ja, wir haben. Das Krasse ist einfach, dass sie haben so Bild von so 12 amerikanischen Healthcare-CEOs postet. Von all diesen grossen Krankenkassen. Und so, mit X, der eine schon weg. Und einfach eine, der tot ist einfach schwarz-weiß gewesen. Alter, Mann. Als wäre das so, weißt du? Ja, Wanted. Ja. Will der Beste, Mann. Alter, das ist so schlimm. Krass. Aber ey, Bro, ich sag dir, also, in diesem Land wundert mich nichts. Alter, ist alles, was auf dieser Welt passiert ist, passiert auch in diesem Land. Alles, was gut wie negativ ist, auch in diesem Land passiert. Und ich bin einfach froh. Brutal froh. Ey, Bro, lieber wäre ich in einem Drittweltland auf die Welt gekommen. Als Amerika. Amerika ist ein Drittweltland, Bro. Es ist, Bro, wenn du musst für nach deiner Geburt ein Auto nachher zurückzahlen. Ja. Nein, Bro, es ist wild. Aber auf jeden Fall, ich finde, das ist mitunter einer der Gründe, wieso man auch in der Schweiz müsste CEOs umbringen. Nein, einfach nicht, also Krankenkassen dürfen nicht privat sein. Ey, hör doch, wenn du jetzt das Thema aufmachst, ey, die Krankenkassen sind gestört mit ihren Preisen. Gestört. Also, das ist wirklich, Bro. Und das ist ja eigentlich, all die Franchisen zwischen 300 und 2'500 ist ja für nichts. Weil auch Krankenkassen selber sagen, die entweder nimmst die tiefste oder die höchste. Ja. Also entweder nimmst die tiefste Franchise oder die höchste. Das lohnt sich gar nicht. Das ist 300 und 2500 ja. oder so. Bro, gerade mal bald gibt es Franchise 10'000. Aber Bro, ich sage dir, man müsste Krankenkassen einfach verstaatlichen. Ja, oder einfach, dass der Staat so weit eingreift, dass sie regulatorische Maßnahmen ergreifen können. Wieso, wenn ja, aber ich meine, wieso ist eine Krankenkasse ein Business? Wieso ist die menschliche Gesundheit ein Business? Bro, es ist alles ein Business. Das macht einfach so keinen Sinn. Aber es ist alles ein Business. Aber wieso soll ich als Mensch mich entscheiden zwischen irgendwie 20 Krankenkassen und welche am attraktivsten ist, Bro? Weil eigentlich, was ist die Aufgabe von der Krankenkassen? Gesundheit abdecken. Gesundheit abdecken, Bro. Was ist das ein Business, Bro? Weißt du, was ich meine? Ja, aber es ist ja so Solidaritätsprinzip blöd gesagt. Wir haben ja mal mit einem Kollegen von uns damals bei einer Krankenkasse geschafft hat und der hat gesagt, look, ein Solidaritätsprinzip. 99 Leute zahlen die für eine Person quasi. Ja. Und irgendwann mal weißt, bist du wirklich die eine Person. Ja. Quasi so der Style. Aber dann denke ich mir, wieso? Ja, easy, verstehe ich. Aber ich verstehe nicht, wieso Krankenkassen einen Plus machen. Eben, dann denke ich mir so, okay, ich verstehe das Prinzip, aber aus welchem Grund steigt es dann immer, weißt du? Ja. Okay, ich verstehe eben, alle Leute sagen, Bro, Menschen werden älter, Gesundheitskosten steigen, dies und das. Okay, easy. Aber ich habe noch nie irgendeine Auflistung gesehen, die erklärt, von wo, was die Kosten. Ich sehe einfach jedes Jahr pauschal, 3-10% geht in die scheiß Krankenkasse. Ja. Jedes Jahr. Es ist wild. Auf jeden Fall ist nachher rausgekommen. Ich glaube, ich muss. Nein. Ja.
Wer ist eigentlich CEO von... Nein. Nachher ist ja rausgekommen, dass der Luigi Gegazofei, Fallo Mozzarella. Mufalo Mozzarella, dass er in der also eine von den Ivy League Universitäten war. Mhm. Also Ivy League Universitäten sind ja so die 6 krassesten Unis Von Amerika? von Amerika. Okay, ja. Also da drin ist Harvard, Yale wahrscheinlich. Yale ist drin, Cambridge. Oder ist das Cambridge ist London, also England. Brown, Ja, wahrscheinlich. dann was Ich ist weiß noch? nicht. Ich Slytherin. weiß glaube noch einen. Slytherin. Ich weiß noch einen. Warte. Also warte. Harvard, Mhm. Yale, Mhm. Brown. Mhm. Hast du das Handy da? Ja. Sind Wie wir heißt gerade das? Die- Ivy League, IVY. Ivy wie Efeu. Weil nachher Leute angeben, dass sie der. Alter, was ist das für eine Bro, Kultur? das sind ja die krassesten Unis, wo es gibt. Ivy. Und lustigerweise der Grund, wieso das Ivy League heißt, ist Brown, also Brown, Harvard, Harvard wahrscheinlich, Yale. Yale. Dann weiß ich noch, eine hat so ein rotes Logo. Kann ich gesehen Das haben. ist Cornell. Ja. Cornell. Ja. MIT ist nicht. Nein. Dann ist Cornell ist in Philadelphia. Das sind alle an der Ostküste. Brown, Nein. was ist echt noch? Soll ich auflösen? Sag noch eine. Columbia. Columbia, das ist, dort werden die meisten Anwälte gemacht. Mhm. Und? Sag die erste Buchstabe. D. Dart. Dartmouth. Ja. Ja, stimmt. Und? Dartmouth. Nochmal eine sogar. Ja. Princeton. Princeton. Ja. Princeton. Und? Sogar nochmal eine. Ja, aber das ist der letzte. Okay, sag mal, erste Buchstabe. P. Pennsylvania. Nein. Was, Pennsylvania? Ja. State? Ja. Einfach Pennsylvania Ah, steht da. krass. Okay. Brown, Columbia, Cornell, Dartmouth, Harvard, Princeton, Pennsylvania und Yale. Genau. Das ist jetzt Elite von Das der ist Elite. Unis. Und wieso heißt es lustigerweise, das heißt die Ivy League, sagt man dem, weil damals haben die eine eigene, ich glaube, Baseball-Liga gehabt, Mhm. unter nur ihren Schulen. Ja. Oder irgendeinen Sport. Ja. Und die haben das nur unter sich gemacht und darum haben sie dann eine Ivy League gesagt. Und Ivy heisst Efeu, Ja. weil das alles sehr alte Schulen sind und die Efeu haben, hat man dann als Übernahme Ivy League gesagt. Ja, okay. Und heutzutage sind das die Crème de la Crème Die kränkste von Colleges, ja. die es gibt. Ja. Und das Problem ist halt, wieso zum einer von denen studieren, zahlst du knapp, verschuldest du dich mindestens Für ein Haus, Bro, Hypothek. Bro, 400'000. Ja, Minimum. Und das heisst, dass du dort überhaupt kannst studieren kannst, musst du entweder zu den Top 10 Menschen gehören, von der, also weißt du, Ja. Schlauheitsgrad. Das ist so ein dummes Wort gewesen gerade. Und damit du ein Stipendium bekommst. Oder du hast reiche Eltern. Und dass er dort studiert hat, ist wie so ein Beispiel dafür, dass er gar nicht von dieser Unterklasse- oder Mittelklasse-Menschen kommt. Ja. Und das hat dann wiederum mega viele Theorien vorgebracht, so quasi, haben sie da echt quasi so wie so ein Mann. reingepflanzt, Ja, ja. so, weißt, damit die Leute ein bisschen sich beruhigen, was auch immer. Auf jeden Fall, dass alle Leute so durchgedreht sind oder dass die Leute gar nicht das so schlimm finden, dass der CEO ermordet worden ist, das ist ja wie so ein Beweis, dass echt in dem System einfach so dermaßen etwas falsch läuft. Amerika läuft vieles falsch. Vieles. Ich bin gespannt, bald ist ja Trump da macht. Ich finde es einfach insane. Insane. Nein, aber es ist halt wie so. Hast du mitbekommen, was ist jetzt mit ihm? Muss er in den Knast, oder? Ja, wahrscheinlich. Wahrscheinlich muss er in den Knast. Ey, ich habe mich nur so damit, es hat mich nur interessiert, ich habe einfach immer nur gesehen, sein Foto und immer so CEO-Killer und so und dann habe ich nie so gecheckt, was er killt hat, nachher habe ich nochmal gecheckt, wer und warum. Und nach dem, ey Bro, es gibt Menschen, unberechenbar, du weißt nie, was deine Aktionen für Konsequenzen haben, du weißt nie. Ich sage, du bist einfach kein Peach. Ach, aber eben, ich finde es einfach wie so, das ist jetzt einfach so ein Mordfall, wo, glaube wie so all die Jahre noch wird das Thema sein. Ja, ich weiß nicht, Alter. Ich habe das Gefühl, alles, was umgeht und viral geht, ist in maximal 2 bis 3 Monaten nicht mehr das Thema. Aber ich glaube, es gibt ja schon so Kriminalfälle, wo die Menschheit
heute noch interessieren. Also weißt du, zum Beispiel, das ist wie so eine Core-Memory, das ist wie O.J. Simpson. Ja, könnte schon sein. Es könnte sein, ich weiß nicht. Ich kann Es ist einfach wie so, es ist so ein bisschen eine Revolution, Bro. Es ist wie so ein bisschen Macht dem Volk, weißt du, so. Weil der Typ verdient wie so seine Millionen im Jahr und geht mit Menschen so ist kaltblütig, ihm ist scheißegal, ihn interessiert Profit. Darum sterben Millionen Menschen wegen der Art und Weise, wie er mit seinem Business umgeht. Und das ist einfach ein Schlag zurück. Und irgendwie zeigt das der kleine Mann. Ja, er ist nicht unverwundbar, er kann nicht aus seiner Position machen, was er will. Sehr. Und das ist schon etwas Aber Krasses. schau, also geile Sicht, so unter dem Strich, aber du kannst nicht sagen, so einfach, wenn der Tag X kommt, wo einem etwas nicht passt. Mhm. Also das ist jetzt nicht, dass ich sage, es nicht passt, es sind ja Gründe und so weiter. Aber was ich heute sagen ist, es ist auch das Beispiel, wie so, hey Bro, wenn es auch too much wird für dich, du weißt, was machen. Und jetzt ist Bro, und in Amerika sagt er ganz ehrlich, die Leute sind so unberechenbar, die Leute reiten durch, aber jeder kleine Scheiß. Die Leute sind dort crazy, man, die sind dort, ich weiß nicht, ich höre eher gestörte, unnormale, dumme Sachen über das Land, als dass ich sinnvolle Sachen mitbekomme. So, ich komme nur sinnvolle Sachen über von einem auf TikTok, wo so sagt, geopolitische News in 60 Sekunden zusammengefasst. Nachher gibt es etwas von Nordamerika, Südamerika und so weiter. Und dann komme ich etwas mit über, wo auch sinnvoll ist. Aber sonst, da Schüsserei, dort jemand umgebracht, da ein Anschlag, da Leute ihren Job los. Das ist einfach das einzige Land, auch, wo irgendwie sich nie einigen können über den Haushalt für das nächste Jahr. Da gibt es einfach so alle staatlichen Beamten mit einfach warten, bis die Politiker sich geeinigt haben. Und was heißt Haushalt? Ich glaube, die machen, glaube ich rappe jetzt irgendetwas, aber einmal im Jahr oder alle 2 Jahre oder was auch immer, irgendwie treffen sich alle Politiker und die müssen das Budget absegnen lassen von allen. Alle müssen sagen, ja, passt für uns. Und wenn sich das Budget nicht definieren können, und das Schlaue ist, die das nicht abmachen Jahre vorher. Sie machen das ab, wenn die 30 Tage Ablauffrist ist für neue Budget. Und wenn sie es in dieser Ablauffrist nicht schaffen, fixen, und die Frist abläuft, haben alle Mitarbeiter vom Staat kommen ab dieser Frist keinen Lohn mehr über, bis sie sich geeinigt haben. Krass. Das ist ja immer so das Thema gewesen. Das ist ja genau letztens, glaube ich, auch während dem Lockdown passiert. Leute sagen, Bruder, wir haben Lockdown, in Krise, jetzt kommen wir noch mit dem. Aber was heißt das Haushalt? Also wie das Budget, ja, okay, nächstes Jahr tun wir für den Staat Amerika geben wir jetzt so viel Budget für wir haben das Gefühl, so viel nehmen wir soziale Sachen, so viel brauchen wir für das, so viel brauchen wir für das. Okay, check. So. Und einfach, weißt, von dem werden auch Mitarbeiter, weißt, so viel also Beamte werden ja, bezahlt. genau, so viel brauchen wir für Gesundheitssektor, so viel für das. Ja, okay. Also ist jetzt so, wie ich das denke. Es könnte auch sein, dass ich lüge, aber im Großen und Ganzen müssen sich einfach Leute einigen auf Geld. Ob das jetzt wirklich für das ist. Also Budgets. Ja, genau. Und wenn sich nicht einigen, Bro, was nicht unmöglich ist, das kann man sich hochziehen, Bro. Nachher sind die Leute in Amerika dort, Bro, warten einfach hoch auf ihren Lohn. Crazy. Die warten einfach. Du kommst auch schon nachzahlt über, aber du wartest einfach. Ja, sicher. Also du willst mir sagen, Leute mit Anzug hocken irgendwo und werden sich nicht einig, aber ich gehe weiter Müll entsorgen und Müll aufsammeln und mache die Parks sauber, nur weil ihr Hurensohn nicht einigen. Bro, in das Land auswandern, ich sage dir ganz ehrlich, wir sollten einen Weltkrieg ausbrechen. Ja. Und sogar die Schweiz direkt betroffen, Gott bewahre. Aber weißt du, wo wandere ich aus? Wo? Bro, Japan oder irgendwo in Afrika, Bro. Niemals im Leben, oder Südamerika, niemals im Leben Nordamerika, Bro. Niemals im Leben, niemals. Vielleicht Kanada eventuell. Kanada ist easy. Ja, Kanada. Aber was ist das? von Dings, von Family Guy. Hallo, willkommen in Kanada. Ist Kanada. Bro, und deswegen sage ich habe meinen Vater gefragt, so, ist jemals das Thema für dich auf Amerika auswandern? Also, sie kehren Kapitalistler. Wirklich? Ja. Krass. Für uns das sind maximal Kapitalisten. Ja, also es ist schon, also ich glaube, wir sind ja zweimal in den Staaten gewesen, zusammen. Ja, gestern auch der, als ich gesagt jetzt mal wieder in Miami. Also. Wieso? Ich so, gehen wir, Bro? Ja, nicht so lustig. Also mich interessiert es schon sehr. Der Konsumwandel dort ist crazy, die ganze Kultur finde ich krass. So. Also eben, Leute, die krank sind, haben kein Recht. Also musst du dir Recht kaufen. Leute, die am Arbeiten sind, haben kein Recht. Die müssen sich Recht erstreiken. Bro, das willst du gar nicht leben. Aber Bro, schau mal, zum Beispiel berühmte
PodcasterInnen dort, zum Beispiel. Ja, das ist etwas anderes. Bruder! Scheiß auf Podcaster. Ich sage, in Amerika, das haben wir schon mal beim Interview gesagt, in Amerika, wenn du heute viral gehst, Bro, du musst wirklich etwas Schlimmes machen, dass du morgen nicht Millionär bist. Ja, das ist so. Zum Beispiel die den Podcast macht. Die Haktua. Ja. Wo 500 Milliarden jetzt Grips hat mit ihrem Token. Das ist so crazy, Alter. Das ist so crazy. Business, Bro. Business. Ich sage jedem, auch wenn mich privat fragt, mache den Coin oder Token oder so, der Amona Coin oder der Kurzcoin. Dann, wenn wir so etwas announcen, was die Leute sagen dir, machen einen Coin. Ja. Bro, dann sage ich dir, wenn ich sage das jedem und ab und zu Leute so, ja Bro, du kannst wirklich etwas, nein, du kannst nicht etwas Nachhaltiges mit dem machen. Nein. Leute, die das anfangen anbieten, vor allem Leute, die nicht mit Krypto zu tun haben, einfach so eben Fußballverein oder eben so Podcaster und so. Bist sicher, Bro, die machen sich stark klar für einen. Die machen sich stark klar, um sich verpissen und Cash mitnehmen, Bro. Die Frau hat 500 Milliarden mitgenommen. Oder 50 Millionen, was sagen wir? Crazy. Millionen, Bro, wir reden von Millionen. Crazy. Und hast du nicht mehr gehört von ihr, okay, sie wird jetzt verklagt und so weiter. Aber ist sie der Fall Nummer 1? Nein. Hat schon viele Fälle gegeben, ja. Hat viele Leute Cash machen mit dem, ja. Ja, aber da kommen wir wieder zurück, Bro. Die sind berühmt, die haben dir das Gesicht an. So ein CEO von diesen Healthcares. Yeah. Bro, 10 Millionen im Jahr verdient er, Bro. Bro, es gibt Leute in Amerika, die machen Geld mit noch grusigeren und noch ekelhafteren Methoden und Sachen. Aber das ist legal. Ja, Verstehst du? ja, sicher, ja. Was er macht, ist legal, Bro. Bro, es gibt, also blöd gesagt, gibt es in Amerika Leute, die angestellt sind zum Henker spielen im Gefängnis. Ja. So, weißt, Aber die verdienen keine 10 Millionen, Bro. aber die werden dafür gezahlt. Ja, aber Bro, wir reden Ja, von 10 ich weiss. Millionen, ja, 10 Millionen ist was Bro. anderes, ich weiß, ja. Für das, dass er, also weißt Ja, 100%. Das ist ja gar keine Frage, ob das jetzt irgendwie berechtigt ist oder nicht. Aber dann kommen wir zu dieser Frage. 1 zu 12 Diskussion quasi. ja, habe ich jetzt auch gedacht, ja. Das ist so lustig, es hat einfach so Phasen gegeben vom Josh. Das ist einfach, ich weiß nicht, wie du das abgeleitet hast, aber irgendwann mal, wenn du mit dem Josh diskutiert hast und er hat, entweder sind die Argumente ausgegangen oder einfach ein zu viel wurde, er sagt, man, das ist keine Ahnung. Man, das ist keine Ahnung. Und mehrmals so eine hitzige Diskussion, also eigentlich bin ich außenständig gewesen. Du hast mit dem Shit auch diskutiert. Ich würde sie Namen nicht sagen, ja gut, ja. Scheißegal, Bro. Es ist ja lustig gewesen, wir sind im Subway gewesen, alle kennen nicht. Und nachdem unser Magen gesättigt war, haben wir über das geredet, weil das gerade so das Thema war. Und nachher, und das Ding ist, wenn wir mit dem Josh diskutiert haben, das passiert nicht mehr so viel. Und er hässig wird, dann machst du noch extra weiter, weil es ist zu lustig, wenn er hässig wird. Du machst ihn kaputt. Und nachher haben sie diskutiert, Bro, und dann der Josh sagt, Bruder, wieso sollte eine Putzfrau 5000 verdienen und der CEO Millionen zum Beispiel, weißt? Das macht keinen Sinn. Eben, ja. Und nachher ist so eine Diskussion und so weiter. Und nachher, Bro, es ist so hitzig geworden, dass einfach am Schluss so ist so der, man, du hast keine gefressen. Bro, ich finde, also ich verstehe das einfach nicht. Also, Immer noch. okay, sagen wir. Wir müssen das wirklich nicht diskutieren. Weil Nein, ich finde, das ist wie so, ja, wir nicht diskutieren, aber ich sage jetzt mal, einfach zum viel Verständnis, wie es auf 100 nimmt. Sagen wir, wir haben so 2, 3 gute Brand-Deals, wir spielen sogar mehrere große Shows im Jahr. Und dann kommt eben durch die Brand-Deals, ich rappe jetzt irgendwie. Ja. Die Brand-Deals sagen, ey, weißt du was, wir geben dir 1 Million Franken pro Jahr, damit du da unser Produkt produzierst, so da auf dem Bild so zum Beispiel. Willst du Nein sagen? Ich bin Kapitalismus-Fan seit Tag 1. Was ist? Ah, okay. Was ist? Ah, okay. Hä? Ich verstehe die Frage nicht. Wie Verständnis, okay. Ja, also du weißt die Antwort, ich will nicht Nein sagen. Ja, sicher. Ich will Nein, aber ich finde jetzt einfach, es geht einfach darum, in einer Firma, oder? Es geht nicht mal darum, ob jetzt 3000 und 1 Million, es geht einfach ums Verhältnis. Ja. Aber wer ist am Schluss verschossen worden? Bruder, nein, wie viele Menschen haben sich kaputt geschafft? Ja, fix. Weißt du, Ja, es geht auch ums Verhältnis, Bro. Es geht auch ums Verhältnis, dass, und zwar immer in diesen Jobs, wo Leute aufdersen, Bro, aber müssen Scheiße putzen, Ja. wo unten durch müssen, wo Scheiße fressen, die verdienen wieso am wenigsten natürlich, oder? Und die ausgebildeten Leute von mir aus, oder was weiß ich, seine Positionen, wo sie nachher irgendwie, keine Ahnung, ihre mehrere 100.000 verdienen im Jahr. Und das Problem ist auch, das ist systematisch falsch, weil die Jobs, wo Leute tendenziell mehr verdienen, die werden immer noch an weiße Männer geben, zum Beispiel. Du siehst fast nirgends. Im Gegenteil, Bro, du siehst
wenn du irgendjemanden siehst, der in einer Schule oder irgendwo, oder weißt du, bei der ISS zum Beispiel selber, ISS selber ist ja so eine Firma, die Reinigungen macht, blöd gesagt, oder? Und du siehst, ich bin in diesen Büros drin gewesen, und du siehst ganz klar, wer hockt in den Büros und wer putzt WCs. Du bist eine Reinigungsfirma, Bruder. Du müsstest doch eigentlich deine meisten Jobs in der Reinigung sein, Bro. Aber ja, es ist... Weißt du, was müssten wir eigentlich machen? Was? Wir müssen eigentlich anfangen, ein Callcenter machen in Kurdistan. Für Unternehmen in der Schweiz, wie Schippis machen mit Pristina. Wie der Besko gemacht hat. Ja, man, ich weiß auch nicht, Bro. Also natürlich, ich bin ja sehr mit einem kommunistischen und sozialistischen Gedanken aufgewachsen. Meine Eltern sind dadurch haben mir da sehr viel schon früher eingetrichtert natürlich. Aber es, ist einfach, es macht für mich einfach wirklich keinen Sinn, wie ein Mensch in der gleichen Firma einerseits kurz vor dem Existenzminimum lebt und ein anderer Mensch, was willst du nur schon mit 300'000 Stutz im Jahr? Was willst du mit dem Geld machen, Bro? Bro, es gibt Autos, die so viel kosten. Ja. Aber eben, da kommst du wieder so zum Beispiel zum Lebensstandard. Oder jemand, der, glaube ich, anfängt 15, 20, 30, 40, 50'000 verdienen im Monat, der fängt seinen Lebensstandard an so zu setzen, dass es wie 5'000 ist. Also weißt du, wenn jemand 5'000 hat, wohnt er in 1'500 Franken Wohnung und über 5'000 hat, sagt, boah, mein Kur hat 10, 15'000 ist auch okay. Oder eben eine Hypothek. Ich habe mal eine Studie gesehen, dass das heisst, ab 8'000 Stutz im Monat, bist eigentlich wie so, ab dann hast du einen höheren Lebensstandard. Voll. Eigentlich. Voll. Findet man eine 3 oder 4 Zimmerwohnung in der Schweiz, die nicht 20 Minuten mit dem ÖV von einer Stadt weg ist oder von einem Putz, wo vielleicht mehr als 2 Menschen siehst, wo unter 2'500-3'000 Stutz ist. Ich rutsche einen Schwanz, wenn ich eine Wohnung sehe, Neubau, wo unter 2'500 ist. Bern. Neubau? 2'500. Wie viele Zimmer? 1,5? 3,5. Wie viel Quadratmeter? 20? Nein, aber 80, 90. Okay, und aber das ist wirklich witzig, aber ich bin ja lange am Suchen schon, Wohnung, oder? Yeah. Bro, ich drehe durch. Bro, du findest, also... In Zürich? Unmöglich. Ich sage dir, Bro, 100% ist das nur ein Ding gewesen, ein so locker. Und nachher bist du auf dein Rad, nachher, so der Preis abpasst, dynamischer Preis. Bro, glaub mir, Bro, du findest nicht eine Neubauwohnung unter 2'500, Bro. Es ist einfach, wie gesagt, Bro, wenn du etwas französisch dann rechnest du mit 4 Wohnungen an mindestens 2'500. Du rechnest nicht, wie viele Zimmer ich habe. Du weißt schon, ich habe 2'500 pro Wohnung fix. Bro, ich habe einen Kollegen, also mein Kollege, der ja bei Verwaltungen arbeitet oder bei Inhaberfirmen von Immobilien. Und ich habe einen Kollegen, der mir gesagt, also, Bro, letztes haben wir direkt 600-700 Franken mit dem Mietwohnung. Das ist so crazy. Das ist so ekelhaft. Und er hat gesagt, also, wie wir können. Das ist so etwas ekelhaft. Und nicht irgendwie will irgendwie es geht nicht erlaubt oder es ist irgendwie verboten, also wie wir einfach dürfen, wie wir können. Das ist so etwas ekelhaft, wirklich. Ey, eben deswegen sage ich dir, alles wird teurer morgen, alles wird teurer, nur der scheiß Lohn bleibt gleich. Oder das ist schon crazy. Oder prozentual, ey, das ist dreist, Alter. Bitte, das ist ein Appell an Firmen, bitte. Hört auf, Lohnerhöhung anbieten, zwischen 100 und 200 Franken. Spucken auf den Tisch. Und sagen, das Gespräch ist fertig, ich habe eine Geschichte für dich. Ja. Ich habe eine Geschichte für dich. Ich habe mal in einer Firma gearbeitet. Ja. Die Firma soll ungenannt sein, bleiben. Okay. Für einen Nuttersohn von Chef. Und der Nuttersohn von Chef soll ungenannt bleiben. Okay. So treue Hörerinnen wissen von wem und von was ich rede. Ja. Los jetzt, Bro, wie das abgelaufen ist. Ich gehe in Lohnerhöhungsgespräche rein. Und er sagt mir, hey, los, wir haben ein Problem momentan mit Lohnerhöhung und so. Ich habe eine Range, wo ich jedem kann anbieten kann, zwischen, ich glaube, wenn ich mich nicht irre, ist es 0,5% gewesen und 2%. Was ist das in Summe? So, kein 50 oder ich habe dort 200? vielleicht, im Monat habe ich vielleicht 4'500 Stutz verdient. Warte. Also was ist das? 1% ist ja 45 Stutz. Ja, also wirklich, wir reden von 50 Stutz, 100 Stutz Lohnerhöhung. Ja. Wenn überhaupt. Geil.
Er hat mir gesagt, ich kann von 0,4 glaube bis 1,8 hat er mir genau gesagt, kann ich anbieten. Dann sagt er mir so, aber schau, du bist einer von meinen besten Mitarbeitern. Bei dir mache ich 2. Also ich mache bei dir 2,3%, aber versprich mir jetzt, du sagst es niemandem. Also danke für 100 Stutz. Weißt du, so hat er mir gesagt. Ja. Er so, schau, du bist der Einzige, der das macht. Einfach, und wenn es rauskommt, habe ich Probleme und Swisscom fickt mich und so. Ich bin so dumm, als würde ich nicht... Oh, ups, egal. Ja. Scheiß drauf, scheiß auf. Ja. So verein. Damals gsi, der Job in dem... Ja. Du so. Also, ja, die ficken mich. Ja. So, wenn das rauskommt. Ja. Nachher sagt er mir so, darum sag das niemandem. Ich so, Heide, ist gut. Ich gehe raus, ich sehe die anderen Mitarbeiter. Einer dort hässige Mecke. Der andere glücklich. Ich gehe zum Glücklichen, ich so, was läuft? Er so, ich kann nicht sagen, ich kann nicht, aber egal. Okay. Nachher ich gehe zum anderen, ich so, was läuft? Er so, der Hurensohn, Mann. Er hat mir gesagt, er kann nur zwischen 0,4 und 1,8 geben, aber er hat mir gesagt, dir gebe ich 1,8. Irgendwie 2,2. Genau der gleiche Betrag, wo er mir gesagt hat. Er so, und ich schwöre, der Pitch ist am Lügen. Nachher der andere, der happy ist, der hat sich er so, Jungs, mir hat er auch gesagt. So ein Hurensohn! Alter. So ein Nuttensohn, Bro! Alter, was für ein Bastard, was für ein ekelhafter. So kommt aber er mir. Jetzt frage ich mich, hat er ein Budget gehabt, im Allgemeinen und gesagt, die Lohnerhöhung ist wie so für den ganzen Laden. Und er so, ich sehe es einfach so, je weniger ich ihnen gebe, desto mehr kann ich für mich nehmen. Ja. Zum Beispiel, ja. Oder er hat gesagt, was ich gesagt, du kannst bis so viel geben. Ja. Und er ist einfach alle lowballen, Bro. Ja. Und er hat gesagt, ja, ich bin der Beste. Ich bin der Beste. Ja. Weil ich koste die Firma wenig Geld. Ja, er so, ja. Bruder. Nachher ist mir, weißt du, was aufgefallen? Ich bin ja nach meiner Lehre direkt in den Laden. Und er hat mir gesagt, komm zu mir, geh arbeiten. Ja. Dies, das. Und alle haben mir gesagt, ey, ich bin ja in so einem Programm für die irgendwie für die Lernenden, wo wie so am besten performen. Ja. Und die können entscheiden, wo sie gehen, und die haben auch viel mehr Möglichkeit gehabt, zum nachher mit dem Lohn diskutieren. Bro, der ist so ein Haifisch, der ist so eine linke Ratte gewesen. Der hat mir gesagt, ich bin jung, Bro, ich bin 18, 17 vielleicht so. Er so, komm zu mir arbeiten. Ich so, ja, ist gut, Lehrvertrag? Er so, es kommt. Also, ist Arbeitsvertrag? Also, es kommt. Ja. Bruder, ich kann arbeiten. 2 Wochen vergönnt, kein Vertrag. Ich arbeite. 3 Wochen vergönnt, kein Vertrag. Ich sage ihm, es kommt. Ich komme meinen Lohn über auf einmal. Bruder, nach der Lehre. Ja. Ohne Vertrag arbeiten, aber Lohn kommen. Lohn ist gekommen. Ja. Weißt du, was ich verdient habe nach der Lehre? Wie viel? Auszahlt. Knapp 4, Bro. Und du bist im Verkauf gewesen? Ja. 3,8 vielleicht. Ja. Auszahlt. Nicht einmal. Ja. Ich gehe zu ihm, ich so, hey, was läuft? Er so, ja, wir haben es ja mündlich abgemacht. Alter, Mann. Ey, das ist ganz dreist, wie Das andere ist Leute. Bro, er hat mich so, er so, ja, das ist halt der Lohn. Dann habe ich gesagt, ja, aber Verhandlungen? Er so, ja, im Januar können wir dann schauen. Ich habe gesagt, Bro, kein Vertrag, ich gehe raus. Das Cash habe ich nicht bekommen, fertig. Was für ein Cash habe ich nie bekommen, aber ich bin zurück auf das Geld. Bro, ich habe auch ein paar ganz wilde Geschichten von Arbeitgebern von mir. Ja. Ganz grusige, ekelhafte, lustige auch. Von meinem vorletzten Arbeitgeber habe ich auch ein paar Sachen. Ich tue jetzt ein paar Sachen nicht sagen, weil ich mache jetzt nachher ein Mail oder morgen. Ja. Weil jetzt, wo ich merke, rückwirkend, es sind scheiß 2 Sachen, die ich jetzt schnell ansprechen. Oder einfach, Sie wissen, was ich meine. Und dann gebe ich eine Frisch pro eine Woche, und wenn die Frisch nicht eingehalten wird, dann packe ich da aus, Bro. Weil es sind ganz grusige Sachen passiert. Redest du von der Firma, von der IT-Firma, Bro. Wo nachher auf Kununu und so auch? Ja, Bro. Also, nein, die weißt zum Beispiel so Rega und so bedient ja, aha, ja, die Mensch. Bro, Sachen, die ich von Rega gehört und gesehen habe, Alter, oder halt am eigenen Dings erlebt habe und bei dem IT-Dienstleister und. Das ist ganz grusig, aber auch also gewisse Sachen, die lustig sind. Und etwas
kann ich sicher mal sagen, also was so im Allgemeinen so war, wir haben einen neuen Chef bekommen. Mhm. Und das war ein richtiger Bastard. Ja. Ein richtiger Bastard. Geil. Mit richtiger Bastard meine ich, er hat 7:30 angerufen und gesagt, hey, wo bist du und was machst du heute noch? Er hat kontrolliert, verstehst du? Am Morgen? Ja, ja. Krass. Und das heißt, ich bin unterwegs. Mhm. Oder ich bin da, oder ich mache das. 10 Uhr morgen, 11 Uhr wieder. Beim ganzen Team, Bro. Beim ganzen Team, Bro. Leute sind, ich bin als Gespräch, Bro, ich bin waschwässig gewesen. Irgendwann mal habe ich so ein Gespräch mit ihm und ich habe gesagt, ich sehe, Junge, niemand hat Respekt vor dir. Ich so, jeder sieht, was du willst erreichen in diesem Geschäft. Mhm. Wir sind nicht blind. Respektiert deine Mitarbeiter und sonst kommst du nicht voran. Noch nie eine Entschuldigung, er hat sich noch nie entschuldigt. Auf jeden Fall, Bro, hat er eben angefangen so kontrollieren, anfangen, weißt du, so auf die Arbeitsweise, wie du schaffst und anfangen pingelig und so weiter. Und es ist halt natürlich vielen zu viel geworden. Wir sind jetzt ein Team von 6 Leuten. Mhm. Er ist gekommen, halbes Jahr später haben 5 gekündigt. Alter, krass. Ich verlange mein Zwischenzeugnis. Ja. Er ruft mich also, ja, hey, du, ich bin nicht dumm, ich habe gesehen, dass du eins verlangt hast. Ich so, Alter, der Zug ist abgefahren, 5 Leute sind gegangen, aber ja. Ja. Nachher er so, ja, weißt du, wir haben mit dir eben das vor und wir würden gerne das mit dir zusammen anschauen und jetzt bist du ja eigentlich sowieso der Einzige und du hast ja Know-how und dies und das. Mhm. Und ich so, okay, er so, weißt du, wir werden eigentlich froh, würdest bleiben, weißt du. Mhm. Ich so, okay, krass, easy. Dann haben wir ein Mitarbeitergespräch gehabt, wir reden so. Und dann sagt er, ja, er so, schau jetzt, er zählt so 3 gute Sachen auf oder 4 gute. Dann sagt er einfach so, ja, aber du hast nicht regelmäßig deine Zeit, weißt du, dass du irgendwas gekämpft hast. Ja, ja. Aha. Also du hast, also bei uns kannst du so am gleichen Tag noch das Ding und wenn du einen Tag später machst, ist eigentlich auch noch okay so gewesen. Und Bro, ich bin gekommen, habe angefangen, die so, hoi, ich so, hoi, die so, zick. Ich so, ja, die so, dann kommt 20 Mitarbeiter, fangen an betreuen. Ich so, wenn die die arbeiten. Ja, mit einer, der die hier arbeitet, 3 Tage oder eine Woche, nachher wechselt eben der Geschäft, nachher musst du seine Arbeit erledigen. Geil. Ich so, ja, willst du ein bisschen heavy, nicht? Ja. Kommt schon gut. Ich so, okay. Bro, und fetter Abfall gewesen. Nachher sage ich ihm so, ich so, hey, ihr braucht ja mich scheint, so reden wir im Mitarbeitergespräch darüber. Er erzählt so 4 Sachen gut auf, dann sagt er aber rapportiere ab und so. Ich so, okay. Also nehme ich als Verbesserungsvorschlag mit. Ich so, okay, sonst noch? Nicht. Okay. Ja, reden wir über den Lohn. Ja, schon reden wir über den Lohn. Ja, was stellst du dir vor? Ich so, ja, Alter, mindestens 600. Es sind alle gegangen. Erhöhung. Ja. Krass. Ich so, es sind alle gegangen. Im Monat? Ja. Ich so, es sind alle gegangen. Ich bin der Einzige, der da ist. Ich bin nicht dumm. Du hast jetzt Leute, ich muss einarbeiten. Neue Verantwortung. Ich so, das... Fertig. You go, Queen. Nachher er so... Ich so, was? Er so, ja, mir schwere, das ist 100, 150 Stutz. Hä? Ich so... Bruder, jemand brauchen ist etwas anderes wie... Das würde ich jedem... Einfach, dass du existierst. Ja, wirklich. Schön hat sich nochmal ein Jahr gegeben. Dafür das nächste Jahr. Ja, so pauschal. Nachher voll hässlich geworden. Und dann ist aber der Klassiker, also, ja, weißt du was, machen wir so. Du das und das für das nächste Jahr machen, dann soll es versprochen. Wir machen es und wir nehmen etwas auf. Ich so, okay, ist gut. Ja. Easy. Ist so gekommen, meinst du? Nein. Genau, ist aber nicht so gekommen. Ja, krass. Nächstes Jahr genau so Mitarbeitergespräch und denkst so, weißt du was, fick dich, fick deine Mutter, fick alles, was du hast. Nein, das habe ich nicht gesagt, aber Ja, im Kopf habe ich gedacht. Ich check, was du meinst, ja. Ich bin richtig 180 gewesen, Bro. Ich bin ein Jahr dort geblieben, habe Mitarbeiter eingearbeitet und nachher eben, was noch für Sachen passiert sind, Bro, ich von gar nicht anfangen mit Sexismus, Rassismus, Ja, Bro. das ist ganz schlimm. Ja, Ganz schlimm dort gewesen. Und ich mache ihnen heute ein Mail, weil ich habe mal etwas von ihnen gebraucht. Und dann haben sie gefunden, hey, macht nicht so viel Sinn. Oder nicht weg sind wie sie gesagt, hey, ich glaube es nicht so ganz abgelaufen, wahrheitsgetreu. Und dann sage ich, kein Problem, Bruder, wenn Wahrheit euch so wichtig ist, ich habe einen Podcast. Nein, es kann mir nicht tun, was ich wollte, aber jetzt, wo wir das Thema machen, weißt du. Ich check, was du meinst. Weil, Bro, ich weiß nicht, wie es bei dir ist, aber ich glaube, das sage ich immer noch, ich finde, Arbeitgeber sollten dazu verpflichtet werden, dass es irgendeinen Mechanismus gibt oder eine Kontrolle oder irgendeine Anlaufstelle gibt für Lehrlinge, wo sie können sich melden und sagen, Brüder, ich werde da gerade hart gefickt. Weil, ja, so ist halt angesprochen. Eben. Es muss eine Anlaufstelle geben, aber nicht von NGOs, die finden, es ist wirklich Unrecht, was passiert. Der Staat muss sagen, ey, wenn dir etwas in deiner Ausbildung passiert, wo nicht mit dem Gesetz konform ist, du musst keine Angst haben, komm zum Staat, da, wir sind da. Und das andere ist halt, wir müssen halt Arbeitgeber auch
keine Ahnung, ob man die muss irgendwie schulen, ob die Lehrlingsbetreuer, weißt du, wo sie haben Schulen regelmäßig oder weiterbilden oder so. Aber wenn ich jetzt momentan auf Insta so sehe, was für Leute an Story machen, so quasi ich bin jetzt Lehrlingsbetreuer, denke ich mir auch so, du Stück Dreck, Alter, wie du bist Lehrlingsbetreuer. Also Bro, weißt es geht auch, dann fängst du wieder an mit so Unternehmen, die so Videos machen und so, dann denkst du auch, aber ja, Bro, darum sage ich jetzt, wenn ich älter bin, eigentlich, ich hätte einfach studieren. Ich hätte auch so in die Schule gehen. 100%, ja. Das ist mit 14 arbeiten wie ein Hund, Bro. 100%, ja. Egal, es ist so wie es ist. Wir sind 30, Bro, oder ich bin 30. Kannst du nicht mehr zurückdrehen, kannst nur daraus lernen und weitergeben. An die nächste Generation oder deine Kinder oder was auch immer. So ist der Leben. Ich weiß nicht, wie es bei dir ist, aber... Bro, meine Kinder werden entweder studieren, oder sie gehen ein Jahr in Köln go Kuh-Scheiße schaufeln, Bro. Meine Kinder, entweder Doktor... oder Podcaster. Entweder Doktor oder Doppelschichtlagerist, Bro. Mir scheißegal, Bro. Du schuftest dich, Alter. Hast du nicht entschieden zum Studieren, dann gehst du, Alter, jeden Tag 14 Stunden schlafen. Mir scheißegal. Ja, Mann. Warte, shit. Alter, ja, Mann. Wir sind sehr, aber ist ja gut. Ich finde, es ist eine sehr gute Folge. Ja, ich finde, wir haben... Vor wo wir etwas gesagt haben, wegen dem Luigi Dings, Bruschetta. Ja. Der hat mich jetzt unerwartet genommen. Luigi Bruschetta ist geil. Bro, ich hoffe, wir haben nur einen Italo in unseren DMs. Hey, das ist rassistisch. Make a catch of das ist schon. Aber fuck, du hast das Thema angeschaut und so, ja, oh mein Gott, ich muss das sagen. Was ist das gewesen, Mann? Scheiße. Luigi, CEO, Shooter. Ist egal, Bro, wir haben eine gute Folge gehabt. Ja, kannst du das nächste Mal erzählen. Ja, ja, Mann. Wolltest du etwas sagen? Nicht, ich will nur sagen, dass ich mich extrem freue, dass das Jahr bald zu Ende ist. Ja, ich bin auch bald aus einer Wege draussen und ohne dass das Thema jetzt groß aufmacht für das nächste Mal. Freue ich mich, dass das Jahr bald zu Ende ist und dass wir auch bald wieder eine Live-Show haben. Wenn du keine Tickets gekauft hast, kauf jetzt. Sie sind auf einem warmen Serviertablett, sie sind schnell weg. Und das letzte Wort? Luigi Bruschetta did nothing wrong. Das ist kurz und